Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, schaut mal, wie ihr seht, sind wir immer noch dran an unserem Prospekte-Journal. Jetzt habe ich da schon mal ein bisschen etwas vorbereitet, damit ja, wir auch ein bisschen vom Fleck kommen mit dieser ganzen Bastlerei und damit ich schon mal ein bisschen weiss, wie ich was, wie, wo haben. Jetzt habe ich da schon mal einfach so ein Kärtchen gemacht. Das passt wunderbar da rein und es vervollständigt unser Bild so schön da, unser Cover. Ich finde, das passt super. Dann haben wir ja hier so ein grosses Täschchen und da möchte ich gerne so ein Blöckchen drin stecken. Das ist einfach aus einem gefärbten Aquarellpapier, ein bisschen dickeres Papier und drin habe ich einfach nur mit 2 Löchern ein bisschen kaffeegefärbtes Papier reingebunden. Und schon haben wir so ein herziges Blöckchen, ein Schreibheftchen, das kommt dann hier rein jetzt. So, und dann haben wir ja da und da noch ein Täschchen. Ich werde jetzt einfach mal eins brauchen. Und das ist aus einem Täschchen von einem Teebeutel, wo ich einfach so ein bisschen dekoriert habe. Und hier ein kleines Kärtchen reingesteckt. Und super finde ich, dass das hier gerade oben ein bisschen rauskommt. Und dann sieht das hier so ganz herzig aus. Voilà, jetzt hätten wir dann hier noch ein Täschchen, wo wir irgendetwas drin basteln können. Das habe ich jetzt noch nicht. Da habe ich einfach so eine kleine Klappkarte, die ich ein bisschen verschönert habe. Die kommt hier rein. Das kann man gerade so schön hier mit dem ein bisschen verdecken. So sieht doch das super aus. Und dann habe ich hier noch einmal so ein Teebeutel-Täschchen, das ich einfach ein bisschen verziert habe. Und mit einem kleinen Kärtchen drinnen. So, genau, ganz abgestoßen. Und dann habe ich jetzt gedacht, kommt das mal hier rein. Aber hey, wir haben noch so viel. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Einfach machen, einfach machen. Also, bei dem hier, das hat so eine glänzige Oberfläche, die mir absolut nicht gefällt. Und darum tun wir das jetzt da mit so einer, ja, ich kann Schleifpapier nehmen oder ich nehme jetzt einfach da die Nagelfiele, die bei mir da gerade so rum ist, die ich immer ein bisschen für solche Sachen brauche. So, das ein bisschen anschleifen, vorne und hinten. Damit das nicht mehr so blöd glänzt und nicht mehr so neu aussieht. So, und dann kann man nämlich hier auch noch ein bisschen gerade mit dem braunen Dings drüber fahren und ein bisschen abklopfen, den ganzen Staub. Sonst haben wir dann nämlich hier im Stempelküsschen. So. Ein bisschen mit braun drüber rein. Hier auch gerade. Das sieht man schliesslich dann auch. Und hier auch. Ach, ich glaube, das Zeug immer krumm drauf, die Wetten. So, und dann auch noch gerade ein bisschen vom Mahagoni Rot. Das haben wir ja hier in unserem Heftchen auch überall drin. Dann passt doch das wunderbar. So, voilà, hier noch ein bisschen. So, jetzt ist gut. Jetzt gefällt es mir. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen etwas Hübsches für drauf. Ich habe hier überall noch so Abschnitte vom Basteln. Ich würde sagen, nehmen wir doch irgend so etwas. Könnten da jetzt das so. So. Also, ich würde sagen, wir nehmen jetzt da so ein bisschen. So. 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 So.
Genau, kleben wir das hier drauf. Ein bisschen Inken rundherum. Und dann werden wir mal so ein Öhrchen nehmen. So, was würde da jetzt passen? Ein kleines, grosses nehmen. Was haben wir denn da alles noch? Oder das da? Das würde jetzt so schön aussehen. Mama, ich glaube, ich nehme das. Schere. Die andere ist irgendwie verschwunden. Also nehmen wir halt die kleine. So, upsi. So. Oh ja, fast das Gefühl, das könnte dann noch recht herzig aussehen. Schau mal, jetzt sieht man da unten das blöde Zimmertröllchen noch. Oder so. So könnte man es drauf machen. So, und noch, jetzt habe ich vorher so ein kleines Fötzchen gehabt. Wo ist das da? Noch ein bisschen von dem. So Gasen. Ich drehe das hier noch ein bisschen im Stempelküsschen und noch ein bisschen mit dem da. So, oder? So. Doch, ich glaube, ich finde das gut. Dann, oh, da habe ich wieder mal den Weg hergestellt. He? Voilà. So. Und dann das. Wow. Will sich oder will es nicht? Mama, es muss einfach. Da, irgendwie fehlt mir da noch etwas. Das war mir jetzt gerade ein bisschen zu fad da. So, ja, so ist besser. Passt ein bisschen besser zusammen. So. Oh ja, da geht's. So, oh. So, sieht doch das herzig aus. Das gefällt mir. Passt doch super gut da drin. Das wäre ein Kärtchen, das vielleicht dann da reinpassen würde. Tun wir das gerade mal auf die Seite. Wir müssen hier hinten jetzt noch irgendetwas zustande bringen. Und vielleicht nehme ich hier, upsi, mal ein bisschen von dem Papier da. So. Aber ohne die Blumen. So. Das ist doch gut. Da ist noch ein bisschen zu viel. Noch ein bisschen Inken.
Ich habe ja mal ein Tutorial geschaut und dann probiert nachzubasteln von so veränderten Teebeutel-Täschchen. Ich habe das an verschiedenen Orten gesehen, unter anderem bei Holla die Waldfee und noch auch dort, wo sie es nachher dann her hat. Das weiss ich aber jetzt gerade wirklich nicht mehr, wer das gemacht hat. Sind wahnsinnig herzig rausgekommen, was die gemacht haben. Und ich habe es nachher probiert nachzubasteln und meine sind einfach dumm rausgekommen. Aber mich hat es schon ein bisschen gestresst, dass man die hat müssen so mit Gesso anmalen und schon das ist irgendwie so völlig mir gegen den Strich gegangen und nachher hat sich das so komisch angefühlt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Das hat mir so überhaupt nicht gepasst. So, jetzt müssen wir auch einfach noch irgendeinen schrägen Streifen haben. Einfach so. Ja, das ist doch gut. Zack. Auch noch linken. Ja, ich weiß auch nicht. Und dann hat man auf das Gesso nachher dann drauf gestempelt, so ein bisschen ähnlich wie hier. Und es hat sich auch so ein bisschen ähnlich angefühlt. Und mein Problem war, dass sich die irgendwie schon halbes anfangen auflösen. Und da die Rändchen sind dann langsam, weil es feucht war, natürlich sind zum Teil aufgegangen und ich bin fast verzweifelt. Und es hat mich dann so irgendwie angefangen anschiessen, dass ich dann den Rest nur noch so schnell gemacht habe. Und ja, sie sind also wirklich nicht so wahnsinnig toll rausgekommen. Aber vielleicht, wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe würde geben, auf diese Art und Weise, würde das vielleicht schon gehen. Aber irgendwie ist es bei mir, hat es einfach nicht laufen. Einfach nicht wollen. So. Aber so will es bei mir. He? Ach, wie schnussig. Ach, wie schnussig. Und jetzt da irgendwie, aber nicht so ein dünnes. Möchten wir wieder ein kleines dickeres Kärtchen. Mal schauen, was da noch alles rumflattert. Da flattert es. Also, ich müsste wie viel haben? So breit müsste es sein. Einmal. So, zum Glück mache ich das so ganz an der Kante, dann seht ihr es möglichst nicht. He? Oh Mann. So, genau, so können wir das reinstecken und dann machen wir das einfach so. Etwa so hoch da. Hä? Habe ich jetzt gesagt so? Ja, so. Mann. Und dann machen wir da einfach ein Tag draus. Hätte ich jetzt gesagt. So liegt. Genau so. Und oben. Was machen wir oben dran?
So eins dran machen, das Bändeli. Einfach so anpostitschen, das könnte man zwar. He? Oh, nicht verreissen. Da, aber noch ein bisschen Inken. So. Voilà. Und da machen wir einfach, wie gesagt, das da wird hier anbastitschen. So, wir könnten hier das Kreuz machen. Oh, super. Habt's? Ja, es habt schon. So. Prima. Mal, das finde ich jetzt also gerade sehr herzig. Und das würde auch hier noch so reinpassen. Hm? Genau. Ja, komm, dann machen wir doch jetzt noch so einen. Dann machen wir noch so eins noch. Ein dünneres Papier. Das da. Ich glaube, mit dem habe ich ja gerade das andere gemacht. Ja, ja, genau. Ganz genau. Dann können wir da einfach abschneiden. Und zwar da. Oder abreißen. Wie auch immer. Schauen, ob es geht. Das Papier ist da schon ziemlich so verrupft und ein bisschen aufgeweicht. Oder ich weiß auch nicht. Mama, passt. Passt. Schön vorsichtig. Zack. So. Ja, ja. Genau. Und welche Seite ist jetzt die bessere? Die oder die? Ich glaube, ich nehme die. So kommt das drauf. Und einen rum. Zuerst noch ein bisschen Inken. So, da noch. Ja, weil die Idee mit diesen Teebeuteln habe ich eben eigentlich schon recht cool gefunden und darum habe ich die nicht aufgeben. Und habe jetzt einfach gedacht, hey komm, ich muss unbedingt das noch einmal probieren. Halt eben auf eine andere Art und Weise. Und jetzt habe ich es halt einfach auf meine Art und Weise gemacht. Aber ohne die Anleitung wäre ich natürlich wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen, überhaupt erst Teebeutelsäckchen zu verwenden. So. Das könnte man natürlich eben auch mit Leimstift machen. So, ich muss aber schauen, dass es nicht auf die Unterlage kleben. Schön. Und einen rauf. Und da noch.
Jetzt machen wir da aber noch ein bisschen mit dem Roten. Oder, zuerst abnehmen vielleicht, he? Mit dem Mahagoni. So, und jetzt ist mir das da gleich irgendwie ein bisschen zu leuchtig mit dem Rot. So, also hei. Nochmal mit dem Braun drüber und dann vielleicht noch ganz fein mit dem Schwarz. He? Ganz fein. Wenn wir noch ein schwarzes Wätteli hätten. So. Ja, genau. Das bricht schon wieder alles ein bisschen ab, was ein bisschen zu kitschig war. Solid. Also. Da. Wir da auch ein Öhrchen drauf machen. Komm, wenn wir doch die jetzt schon so schön haben. Schere ist wieder verschwunden. Ah, nein, doch. Nein, ist schon gut. Alles gut. Alles gut. Ich habe nur die schwarz-blau Schere gesucht. Darum die gar nicht wahrgenommen. Aber die schwarz-blau ist ja irgendwo wahrscheinlich in der Küche oder so. So. Noch ein bisschen so machen. So. Uhr. Voilà. Und jetzt, was noch? Uhr und Blümli. Ja, aber das muss noch ein bisschen braun werden. Das ist sonst ein bisschen zu weiss. So. Zack. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. So. Finde ich, lenkt schon komplett. Das vielleicht nicht ganz gerade drauf. Komm einfach raus, Leim. Ganz brav. Da. Genau, es kommt ein bisschen krumm drauf. Und das auch. So. Hey, das finde ich herzig und lustig wäre, wenn wir jetzt hier vorne noch irgendein so ein kleines Verschlüsserli hätten. Irgendwie so. So, aber das ist viel zu dünn. Das müssten wir irgendwie auf ein dickeres Papier draufkleben. Ah ja, aber gut. Das ist super. Super. Hat gerade passt. Manchmal passt es doch einfach gerade. Das ist doch genial. So, nein, umgekehrt. So. Und so.
so. Und draufkleben. Und dann haben wir doch dort so einen super herzigen kleinen Verschluss. Stimmt das so? Ja. Jawohl. Da. Oh, herzig. Oberherzig. Gefällt mir mega gut. So. Sehr, sehr schnusselig. Jetzt fehlt noch das kleine Kärtchen. Und das haben wir gesagt, dann nehmen wir das. Da will ich noch schnell die Eckenrunde, wenn ich in meinem ganzen Zeug innen noch die Eckenrunde finde. Haha. Doch gewusst, irgendwo muss der sein. So. Komm. Nein, ich habe die jetzt nicht zugeklebt. Nein. So, also, ja, genau. Und da machen wir doch irgend so ein Zettel dran, das ich hier noch habe. Da sollte ich doch noch etwas haben, ein kleines. Ach so. Oh ja. Schnussig, aber noch ein bisschen weiss. So. So werden wir es haben. Wenn wir das auch postitchen? Ich glaube, das postitchen wir. So. Voilà. Inke. Inke. So. Einmal da drin. So, da kann man es noch ein bisschen weiter runterstossen, weil man es doch nachher so gut rausziehen kann. So, zack und zack. Hey, super, mega oberherzig. Ja, jetzt haben wir 4. He? Und schau mal, wie gut das aussieht, wenn der da oben drinnen steckt. So. Fehlt jetzt da noch irgendetwas? Etwas ganz Munziges? Oder irgendein so ein... Das dunkelt mir jetzt gerade. Wenn er natürlich jetzt hier reingesteckt hat, oder? Dann nicht. Aber man kann natürlich... Ah, schau jetzt. Haha. Oder man kann es natürlich auch so rein. Oh ja, das ist aber auch schön. Kommen wir jetzt so rein. So. Also, hier mal alles zutun, damit nichts getrocknet und verwechselt. Und jetzt haben wir tatsächlich eine halbe Stunde gehabt, um sagen und schreiben, 2 solche obermega super herzige kleine Dingerlis zu machen. Mit Inhalt natürlich. Mit Inhalt. So und so. Tun wir doch die gerade mal hier herlegen und zeigen doch da, was da dabei rausgekommen ist. So. Und so. Das war so wie die Vorlage, eine Art. So.
Voilà. Hey, ich finde, die sind recht herzig rausgekommen und sie passen super in unser kleines Journal rein. Habt ihr auch schon mal einmal so Teebeutel, Täschchen gemacht? Und auf welche Art? Das würde mich mega interessieren, wie ihr es gemacht habt. Oder seht ihr das jetzt zum ersten Mal? Dann könnt ihr ja sonst noch bei Holla die Waldfee nachschauen, wie sie es gemacht hat, auf die andere Art. Ähm, und vielleicht habt ihr ja gerade selber mega die Idee, hey nein, ich muss das irgendwie ganz anders machen mit irgendwie Scrapbook-Papier, irgendwie blümelig und herzig oder irgendwie sandig und mehrig, keine Ahnung. Dann schreibt mir doch mega gerne, wie ihr es gemacht habt oder was ihr für Ideen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir da ein paar weitere Sachen für da drin machen miteinander. Tschüss!